Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am dritten Spieltag der Conference League. Und der FC trifft auf die Truppe von Partizan Belgrad. Und alle Welt redet ja von der berühmt-berüchtigten Doppelbelastung. Und ganz ehrlich, das merken wir auch so richtig. Denn wir schlittern hier von einer Feier ja quasi in die nächste. Und eigentlich wollten wir nach diesem geilen Sieg gegen Borussia Dortmund in aller Ruhe auf das Derby zufeiern. Und jetzt kommt die Conference League und die nächste Party steht schon wieder vor der Tür. Ja, gegen Belgrad. Das geht hier zack, zack. Und dann machen wir auch selber zack, zack. Und wir sagen, komm sofort zum Motto. Shirts sind nicht fertig, aber Motto ist geil, denken wir. Es lautet nämlich Next Country. Next Party. Und wenn wir über Party reden, müssen wir direkt trinken. Ne? Pass auf. Ja. 2 Kölsch. Auf die nächste geile Party und natürlich auf 3 Punkte in der Conference League. Prost, Leute. Ja, das schmeckt natürlich richtig gut, besonders hier. Denn ihr seht natürlich, wo wir sind hier. Ne? Nicht zu übersehen. Ja. Das ist eine der Partymeilen Kölns. Hier kannst du von einem Laden in den nächsten bummeln. Ne? Und hier gibt es nicht nur viel Party, hier gibt es auch Country wie Jeck. Ja, wie Jeck. Und es ist die Friesenstraße, das habt ihr natürlich längst gesehen. Hinter uns sieht man das Kleinköln, das La Bodega, ein legendärer Spanier hier in Köln. Und wir werden die Läden einen nach dem anderen hier gleich auch mal ein bisschen abklappern, zumindest mit der Kamera und euch vorstellen. Vorne den Irish Pub, hier neben uns der Satori, also ein bunter Mix aus allen möglichen Läden, Partyzones und Countries. Partyzone Belgrad, würde ich sagen. Geil, ja, super. Ja, hier haben wir früher, muss ich sagen, viel gefeiert. An der Ecke hinten ist so eine Frittenbude, die hat uns das ein oder andere Mal das Leben gerettet. Aber hallo. Kann ich nicht anders sagen. Sonst, glaube ich, wären wir gar nicht mehr nach Hause gekommen. Ja. Und also hier kann man auch unseren Freunden und Gästen aus Belgrad nur empfehlen, hier mal ein bisschen sich aufzuhalten und Spaß zu haben. Auch alle Altersgruppen triffst du hier an. Natürlich ganz viele junge Leute im Goldfinger, Heising und Adelmann. Man kann auch gediegen essen und alles Mögliche. Also an die Belgrad-Besucher, lasst euch hier mal sehen. Ja, wo wir bei Belgrad sind, was wissen wir jetzt über Parmesan? Nee, also, Entschuldigung, Parmesan war die erste WhatsApp, die wir bekommen haben. Da schrieb jemand, wir spielen gegen Parmesan Belgrad. Ich nehme an, dass es eine Autokorrektur war, aber es zeigt natürlich, dass wir einen Leckerbissen vor uns haben. Ne? Auch einen Italiener gibt es hier mit Sicherheit auch. Was wissen wir sonst über die? Sie waren relativ schlecht gestartet in die Liga, aber mittlerweile sind sie Vierter und haben sogar noch ein Spiel weniger, haben am Wochenende jetzt 4:1 gewonnen und sind eigentlich wieder auf dem Sprung dahin, wo sie seit Jahren immer schon waren, nämlich zur Nummer 2 in Serbien nach Roter Stern. Und was ja auch wirklich eine unglaubliche Geschichte ist, das ist die Bilanz im Europapokal von Partizan Belgrad. Die sind nämlich jedes Jahr dabei. Ja. Die spielen ständig europäisch, das heißt für uns, wir haben natürlich eine Mannschaft vor uns, die sind da abgewichst. Ne? Also wir müssen jetzt bitte nicht auf irgendeinen Marktwert oder irgendeinen so Quatsch gucken, sondern die wissen genau, wie das läuft, die wissen, wie das ist, europäisch auswärts zu spielen. Also da haben wir einen Leckerbissen vor uns tatsächlich, auf den man sich wahnsinnig freuen kann, weil das welche sind, die das gewohnt sind. Tolle Geschichte, freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, und wenn man sich die beiden bisherigen Spiele von Partizan anschaut, sie haben gegen Slowacko 3:3 gespielt in Slowacko, da allerdings auch einen 0:2 Rückstand aufgeholt. Gegen Nizza haben sie auch unentschieden gespielt, ich glaube 1:1. Ne? Also das wird nicht minder schwer als in den ersten beiden Begegnungen. Und dadurch, dass sie aber auch im Aufwärtswind sind, glaube ich, das wird das härteste Spiel bisher für uns. Allerdings, wir sind auch im Aufwärtstrend und zwar ganz schwer. Ja, absolut. Ne? Also ich weiß nicht, wer darauf gewettet hat von euch, dass wir gegen Dortmund gewinnen und auch auf diese Art und Weise. Ich glaube, es waren nicht so viele, aber wir zeigen einfach eine ziemlich stabile Saison mit eben diesen wunderbaren Ausschlägen nach oben. Wir haben beim letzten Mal gesagt, wir freuen uns, dass wir immer diese Dominanzphasen im Spiel haben. Das hatten wir sogar gegen Dortmund. Es war schon sehr, sehr begeisternd, was da gelaufen ist. Also ich bin jetzt noch geflasht. Insofern, was du eingangs gesagt hast. Also geflasht bin ich von dieser Leistung bisher auch absolut. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn man natürlich demütig bleiben sollte, auf dem Boden bleiben sollte. Aber trotzdem, wir haben jetzt schon
13 Punkte aus 8 Spielen. Und wenn wir jetzt selbst nur noch den kläglichen Gistol-Schnitt von einem Punkt pro Spiel holen sollten, dann kommen wir im Endeffekt auf 39 Punkte, denn es sind noch 26 Spiele. Ein Punkt wären 26 Punkte, plus die 13, die wir schon haben, wären 39 Punkte. Und damit steigst du nicht ab. Also meine These ganz klar, jetzt schon nach 8 Spieltagen, Abstieg ist für uns kein Thema mehr. Ich krieg Angst. Leute, ich krieg Angst. So kann man das nicht machen. Ich krieg Angst, ja. Du hast rechnerisch vollkommen recht. Ich bin auch sehr, sehr überzeugt davon, dass wir nicht absteigen. Aber jetzt ausrufen, dass das kein Thema ist nach 8 Spieltagen, da krieg ich Streifen in den Buchs. Ja, also das, aber das soll ja auch mit Abheben nichts zu tun haben, sondern wir sollten auch wirklich uns unserer eigenen Stärke bewusst sein. Ja, das ist in richtig. Europa sind wir Erster aktuell und mit Partizan kommt eine richtig starke Mannschaft. Und trotzdem, es muss unser Ziel sein, diesen ersten Platz zu verteidigen und ja, die nächste Runde in Europa anzupeilen. Richtig. Und danach heißt es dann wieder Derby-Sieger. Die nächste Party in Gladbach am Böckelberg. Und wenn ich an letztes Jahr zurückdenke, an dieses 3:1, also da haben wir sie gedemütigt und vielleicht schaffen wir das ja diesmal annähernd wieder. Im letzten Spiel in Bremen waren sie ja nicht ganz so überzeugend. Ne? Ich würde sagen, nein. Aber eins nach dem anderen, wir freuen uns als allererstes Mal auf die Serben. Ja. Das wird ein Fußballereignis, ein Fest, eine Party. Ne? Partyzone Belgrad. Absolut. Und zum Thema Party und jetzt trotzdem auch nochmal Gladbach. Danke an alle, die den Hoodie hier bestellt haben. Wir werden den ausliefern, wie besprochen und wie geplant, am Bütchen beim Belgrad-Spiel. Und Vor dem Belgrad-Spiel. Was machen wir? Ne? Vor dem Belgrad-Spiel, ganz genau. Ja, ja. So, wo gehen wir denn jetzt hin hier? Hör mal. Ja, Hat ja noch nichts auf. Köln war mal früher viel. Ne? Ja, also die machen aber erst später auf. Ja. Ihr Lieben, Prost! Bis Donnerstag. Macht's gut, Leute. Prost.